Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Sage und schreibe 471 Millionen Mal ist jetzt The Chosen schon aufgerufen worden auf der App, wo man gratis herunterladen kann, Angel Studios und The Chosen. Dann findet man das und kann die 3 Staffeln anschauen, was alles schon draussen ist bis jetzt. Ihr seid wieder hier bei Erlebnis mit der Serie The Chosen gelandet. Hier jeden Sonntag stellen wir jemanden vorstellen, der ein bisschen etwas erzählt, was er oder sie erlebt mit The Chosen, mit dieser Serie über Jesus und die Jüngerinnen und die Jünger. So muss man sagen. Und heute ist das der Marc Grossen, der bei mir ist im LiveNet Bistro. Und die Frage zuerst mal, also, wer bist du überhaupt, Marc? Kannst du ein paar Worte zu dir sagen vielleicht? Ja, wie gesagt, ich bin Marc Grossen. Ich darf nächsten Monat 46 werden. Ich bin ein extrem glücklicher Ehemann, stolzer Vater und habe ein kleines Baugeschäft. Was mich im Moment bewegt, sind Männerarbeit. Ich bin gerne mit Männern unterwegs, im Zweigespräch, in der Gruppe. Bin Hochseeskipper und das ein bisschen verbinden mit Männerturns, vor allem in Sardinien. Ich bin dort ein bisschen dran, etwas aufzubauen. Und das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Wasser grundsätzlich kommt der Chosen natürlich auch relativ viel vor, mit verschiedenen Elementen vom Wasser, verschiedenen Geschichten. Genau, das ist das, was mir innen plodert. Genau, wir haben uns im Praise Camp in Basel kennengelernt, erst so Ende letztes Jahr. Und dort auch eben Mannengespräche, auch sofort, die sich entwickelt, nicht wahr, beim Mittag. Aber jetzt gehen wir rein in die Serie The Chosen. Was ist denn das, was dich dort hier packt? Oder auch spezielle Szenen, die wir auch ein bisschen zusammen anschauen? Was mich sehr gepackt hat, ist, also wir haben ja so den Jesus-Film gesehen, als Kind oder in der Sonntagsschule, überall mit dem Jesus-Film gesehen, macht sich so ein Bild von Jesus. Und bei Chosen ist das erste Mal, habe ich nicht ein Bild gesehen, sondern sein Herz, sein Handeln, seine Taten, wie er unterwegs ist, wie er auf Menschen zugeht. Und das ist so schön übergekommen, wo ich vorher einfach wie ein Bild hatte und einfach in diesen Filmen ging und mich gesehen. Jetzt habe ich das erste Mal wirklich das Herz um mich neu entdeckt und das fasziniert mich extrem, extrem wirklich. Ja. Und Marc, du hast mir gesagt, die eine Sequenz, die dort hier am Jakobsbrunnen eben spielt, die hat dich ganz speziell berührt. Wir haben es auch eingeblendet, die Frau, die da, also das Bild, wie es eben dann auch in der Serie zu sehen ist. Was ist denn dort hier das, was dich so berührt? Ja. Ich probiere im Leben ein Alltagsveränderer zu sein. Und das kommt wirklich hier extrem zur Aussprache. Oder mir sieht es sehr gut in ihrer Episode. Jesus hat sehr viele gesellschaftliche Sachen durchbrochen in dieser Szene. Viele reden dann vom Wasser, vom ewigen Wasser, aus dem Brunnen kommt, etc. Aber was mich bewegt hat, Jesus hat alle gesellschaftlichen Normen an diesem Brunnen zerbrochen, die du nur machen kannst. Und ich kann nicht sagen, das liebe ich, aber ich bin halt da jemand, wo er mein Vorbild ist in dem Sinne, wo man nicht in vielen Sachen sieht, das macht man nicht, das tut man nicht, dorthin geht man nicht, Ich meine, wenn wir Jesus wirklich angucken und ihm sein Herz um mich frisch entdecken, dann sehen wir, was alles er eben gemacht hat und niemand ihm gesagt, man macht nicht, man tut nicht, etc. Und das ist das, was mich sehr, sehr fasziniert an dieser Szene und auch in den anderen Geschichten-Episoden von The Chosen, wo man sieht, dass er durch sein Handeln einfach sehr viel Tabu gebrochen hat, einfach weil der Mensch gerne den Zugang zu den Menschen kommen wollte. Oder das muss man halt zwischen durch die Wand durchsäckeln und einfach gewisse Sachen durchbrechen. Ja, ich meine, das Motto beim ersten war ja gesehen, also bei der ersten Staffel, so, gewöhn dich an anders. Das hat mich auch sehr angesprochen, oder? Und eben, er durchbricht Konventionen, das, was du so ein bisschen sagst. Ja. Und das ist ein Moment, wo das passiert. Es gibt noch mehrere.
lass uns noch vielleicht eine zweite rauspicken, wo so denkst, oh, dort hier war schon so ein starker Moment gewesen. Ja, es gibt mehrere. Die eine ist sicher auch, die mich persönlich genommen hat, ist, wo Jesus, die Szene kennen wir alle, von der wird sehr viel geredet, wo Jesus Maria beim Namen ruft. Und dort geht es mir nicht unbedingt um die Berufung von Maria, für das Nachfolgen, sondern wer gibt ihr den Namen? Wer gibt der Maria die Identität? Und da sind wir wirklich extrem gefordert. Und da sind wir auch als Männer, das ist halt das, was mich beschäftigt, auch gefordert. Wer darf sagen, wer du bist? Sind das deine Eltern? Ist das dein Lehrer? Sind das deine Kollegen? Sind das deine Schulkollegen? Die Schiedsrichter? Genau. wer darf sagen, wer du bist? Und wir haben alle so auch Glaubenssätze in unserem Leben gehabt. Mit 8-Jährigen, dass jemand mal sieht, du bist blöd, du kannst nichts. Und das triggert jetzt das Leben lang irgendwo mit. Mhm. Und wir dürfen das nicht zulassen. Wir dürfen wirklich, also jetzt so eine Handvoll Menschen, die mein Leben nicht dürfen reden. Und Jesus hat wirklich dort, bei dieser Szene, Maria gesagt, wer du bist. Und ich habe so auch wirklich, ja, einfach die Glaubenssätze, die mich triggern das Leben lang, fortschießen und sagen, Jesus, du siehst, wer du bist, du siehst, was ich kann, du siehst, was ich nicht kann, du siehst, was ich machen soll. Ich will wirklich auf dich hören. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen das, was mich dort so persönlich mitgenommen hat. Dann hast du mir noch erzählt von einer anderen Filmsequenz, die deine Frau vor allem auch sehr cool gefunden hat. Genau, können wir auch noch schnell darauf gehen. Ich glaube, wir haben noch nie über die spezifische geredet. Also der Fischfang, dort ist das Thema, oder? Mhm. Der ist natürlich schon spektakulär, auch wie sie den inszenieren. Über den haben wir schon geredet, aber was ist euch dort aufgefallen? Genau, also der Fischfang finde ich cool. Wasser, Fisch habe ich gerne. Das Boot ist natürlich alles am See, so, ist genial. Aber der Satz, den Jesus hat gesehen hat, der hat wirklich meine Frau extrem gepackt, als sie es mir erzählt hat. Also wir zusammen geguckt und am Schluss tauschen wir ab und zu noch aus, was wir gesehen haben. Und sie sieht, was mich extrem gehühnerhautet hat, ist, wo Jesus sagt, ihr seid Menschenfischer, bringt ihr alle Menschen zu mir und ich tue dann sortieren. Ich tue dann sagen, der und der und der, du hier. Und nicht ihr tut schon die Leute angucken und sagen, ja, das wird der nicht, und das, komm, das lassen wir gehen lieber zu dem, wir holen den zu uns. Sondern alle, das sind alles meine Kinder. Und ich tue dann aussortieren. Und das finde ich auch stark. Und Hühnerhaut ist ein anderes Thema. Oder? Das ist wirklich in jeder Episode, das hutet. Also, ja. Ich habe zwar heute doch Alk bei uns oben, aber so Hühnerhaut wie in diesen Film habe ich alles, wie es will. Das ist einfach gleich. Ja, cool. Genau. Ja, schön. Und ist das schon so, du hast vorher erwähnt, du gehst auf die Segel-Turns mit Mann und so. Wie soll ich sagen, dass die vielleicht auch die Bilder, die du damit bekommst, oder die neue Sicht, das neue Bild sozusagen von Jesus, dass das dich auch beeinflusst sogar in deinem Bild vom Glauben, oder wie du dann auch wieder andere behandeln willst? Ja, vor allem der Umgang mit den Menschen. Und einfach auch das Wort hier so viel macht. Sei es in der Politik, im Geschäft, mit Freunden, wo du unterwegs bist. Und einfach das Bewusstsein oder bewusst nehmen, was wir aussprechen, übereinander aussprechen. Und ich nehme einige Sachen, die mir aufschreiben, die ich wirklich im nächsten Turn an den Männern auch weitergeben will. Oder weitergeben ist das falsche Wort. Ich bin nicht ein Lehrer in diesem Sinn, ich bin nicht studiert, ich habe keine Theologie studiert, nichts. Ich bin ein normaler Mann in diesem Sinn. Aber ich will einfach einander schleifen, einander vorwärts kommen. Auf diesem Schiff schaffen wir einfach einen Raum, schaffen, wo wir einander schleifen, voneinander lernen. Ich stelle gewisse Fragen, von gewissen Szenen, die ich auch mitnehme und sage, eben, wer gibt dir die Identität? Ja. Und das tun wir dann miteinander austauschen, miteinander lernen, darüber beten und wirklich auf das Herz hören, gucken, was dran ist. Was die nächsten Schritte sind. Für mich persönlich, genau. Super. Hey, du hast mir gesagt, du bist jetzt bei der 2. Staffel durch, gell? Hast du dich freuen, bei der 3. geht es auch wieder stark um das Identitätsthema. Also da wird es Momente drin haben, wo ich glaube auch wieder vom Stühle holen ziemlich. Also es ist der Wert, dran zu bleiben bei der Chosen. Ja. Merci vielmals, Marc, dass du ein bisschen einen Einblick gegeben hast, was dich dort hier eben so berührt hat und wie du mit dem unterwegs bist. Sehr gerne, ich bin gerne gekommen. Merci. Top. Bitte.
The Chosen, also die App, die ihr könnt einerseits herunterladen gratis oder ihr könnt auch DVD bestellen, wenn ihr lieber die Sachen auf Deutsch schauen wollt, so wie es der Marc zum Beispiel hat er mir schon vorher gesagt, die haben gerne Englisch und dann geht es jetzt schon in der 3. Staffel weiter, nur Englisch muss man sagen, für den Moment. Aber klinkt euch ein und wir fahren hier auch weiter, nächsten Sonntag, neue Geschichten rund um The Chosen. Schön, seid ihr dabei gewesen, bis dann. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.